Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Wir sind hier gerade auf dem Wasser mit dem Boot, das wir noch vorher vom Colonel bekommen haben. Wir haben in der letzten Mission ja, wir sind im Colonel geheißen, heisst ja nicht Cortez, Colonel heisst er, ich weiß nicht wieso dass ich auf Cortez gekommen bin. Und da haben wir auch erfolgreich geschafft. Das war noch eine coole Mission, muss ich wirklich sagen. Und jetzt gehen wir zum Diaz. Und mit dem Diaz haben wir ja eben letztes Mal ein bisschen Probleme gehabt, beziehungsweise der Lance hat Probleme gehabt. Und jetzt mal schauen, was in dieser Mission kommt und was wir damit machen. Bin recht gespannt. Und ich weiß gar nicht, wie weit das wir schon sind mit der gesamten Story, weil ich glaube, es ist jetzt schon relativ fit, aber ich weiß halt aber leider noch nicht, wie weit. Aber wir sehen es dann. So, jetzt ist die Frage, komme ich hier an Land? Wenn ich hier herfahre... Schau da... Ah, er geht da wahrscheinlich einfach aus dem Boot aus, habe ich das Gefühl. Weil, das ist halt immer ein bisschen schwierig da, weil wir wissen ja, der Tommy kann nicht schwimmen. So. Nein. Ah! Ah, Mann. Ah, okay, wir haben das Kopfgeld auf uns. Das ist schon mal nicht so gut. Aber wir gehen jetzt zuerst mal zum Diaz. Wir schauen jetzt mal, was dort für eine Mission kommt. Oh. Dann du komisch an den Busch rauflaufst. Ah, wieso müssen wir gerade da vorne starten? Das ist speziell. Wir haben nicht so viel Leben, ich weiß nicht, wie gescheit das ist, wenn ich jetzt die Mission starte. Da jetzt eben kein Lebensding. Ja, wir gehen mal jetzt einfach da rein. I got us some cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. This place is gonna be crawling with assholes. Be careful. Okay, wir müssen hier, glaube ich, angreifen. He? Und ja, mal schauen, wie gut das kommt. Immerhin eine geile Waffe haben wir. Und Schmier kriegen wir rüber. Was wiederum weniger nice ist. Weil Schmier kann uns das Ganze auch noch recht versauen. Okay, den hätten wir anscheinend nicht. Jetzt gehen wir mal rauf. Ich weiß gar nicht, wo wir mit hinten rein haben. So ist es, wenn wir mit links rein. Aber da können wir noch Munition mitnehmen. Diese Zürich-Verschall versuchen es auf einem anderen Weg. Okay. Okay. Von wo habe ich das verdammte Säbel her? Strange. Okay. Ja, wir gehen jetzt mal. Oh, wir gehen mal hinterher. Das ist eigentlich eine geile Waffe, aber ich darf sie nicht zu fest. Holla. Hoppla. Ich darf die Waffe nicht zu fest brauchen, weil die hat recht gute Munition drin. Oh Mann, Alter, wir kriegen da fett Schmier rüber. Der Lance kann da auch ein bisschen mehr rumballern eigentlich. Hä? Der Panzer drin, oder was? Jetzt müssen wir uns das ganze Haus durchkämpfen, heftig. Diaz must be inside. Suspect on foot. Diaz Haus. Ist irgendwo schon Leben, wo man auflesen kann. Das ist einfach ein Raum. Wow. Alter, was hat denn der für eine riesen Hütte, Mann? Das MP eigentlich ballert hure schnell. Ich weiß gar nicht, wie wir ganz rauf. Nicht, oder? Da oben ist einfach ein Himmel.
Okay. Ah, da sind wir auf dem Dach. Okay. Ah, was ist das gewesen? Was ist das gewesen? Ah, nochmal so eins. Okay. Gut. Ja, wir gehen hier wieder runter mit in diesem Haus ohne Dach. What the fuck? Jetzt sind wir da hinten, hä? Beautiful high ceilings in here. So, einfach vorsichtig vorrücken. Und immer schön wieder Munition aufsammeln. Oh. Diaz! I come to take over your business! Tommy, you betrayed me, you idiot! I'm gonna kill you real deal! You murdering bastard! Jetzt verpisst er sich. Ein bisschen Damage bekommt, haut ab. So. Schon alles gewesen. You stupid pricks! My beautiful house! Look what you've done to it! This is for my brother! I trusted you, Tommy. I would have had you made. Say goodnight, Mr. Diaz. So, und so schnell kann man ein Objekt erwerben. Geil! Und 50.000 Dollar noch geholt. Ich mache gerade schnell kurz einen Save Point. Das war so eine einfache Mission eigentlich. Wir legen hier wieder unsere Klamotten an und jetzt können wir hier auch die nächste Mission starten. Ich würde sagen, das machen wir auch gerade. Wir haben wieder volles Leben durchspeichern. Let's go! Oh, we gotta redecorate this place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory and let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Okay, 5 Minuten. Bin zum North Point Sender und weiss irgendetwas. Und ja, wir mal schauen, was jetzt so kommt. Let's go! Um alle zu demolieren. Okay. Keine Ahnung, was wir jetzt damit machen, aber wir sind anscheinend noch nicht fertig mit der Story von Vice City. Jetzt eben denke ich, so der Diaz, der wird wahrscheinlich einer von den Bastarden sein am Schluss, den wir killen, aber ist jetzt doch früher gekommen als erwartet. Dann machen wir halt einfach weiter. Geiles Auto. Hat recht gut. Oh, okay. Fast in die Wand. Und jetzt müssen wir ein bisschen randalieren, he? So wie es tönt hat. Dann machen wir doch erst mal. Die Musik immer, ey. Oh, sorry, Dude. Die wollte ich überfahren, aber du bist mir weggekommen. So, let's go. Also, wir müssen ins Einkaufszentrum rein. Hallo, gang rein. Hallo, gang rein. Und jetzt sind wir doch zum richtigen Schaufenster eines jeden Ladens. Wenn. Okay. Also da muss ich jetzt kaputt hauen. Okay. Ninja! Destroyed. Versetti, remember the name. Versetti, remember the name. Check out the bulge on that guy. So ein Stern, scheiße.
Das sind ja sehr viele Gläser. Okay, so geht es ein bisschen schneller wahrscheinlich. Freizeit. Oh! Okay, neue Kleider angelegt. Das ist ja gut, jetzt weiss ich mir nicht, wer ich bin. Ich kann wieder von vorne anfangen, eigentlich sozusagen. Aber es könnte ein bisschen knapp werden von der Zeit her. Vielleicht wäre Schiessen besser gewesen, aber ich glaube, mit Schiessen würde ich... Mit Schiessen würde ich doch nur noch mehr Lärm machen und dann hätte ich noch eher Schmier. Der Polizist kann es einfach gar nicht, dass er gerade den Scheiben kaputt gemacht hat. Ah, schau da! Eine Statue. My store! My wonderful store! Geil, Alter. So, da vorne wieder Gläser, die wir kaputt machen. Ah! Holy shit, okay. Da kann ich es jetzt auch kaputt schiessen. Holy shit, Alter, 4 Sterne. Aber da kann ich es jetzt auch kaputt schiessen. Wo sind da die Scheiben? Ah, da. Okay, wir haben noch genug Leben. Ich weiß aber, wo Leben ist. Im Notfall kann ich es schon holen noch. So. Oh, bitte gar. Oh nein, ja, so viele Sterne. Du kannst jetzt in bestimmten Gegenden nach der Karte Objekte kaufen. Ah, nice, jetzt können wir Zeug kaufen. Nice, okay. Okay, alles klar. Jetzt können wir auch Läden kaufen. Frag schon mal, was uns das bringt, ob wir dann nachher Cash daraus raus können ziehen. Wenn wir schon nachher mal schauen, können wir noch schnell machen. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich die Schmier verloren habe. Yes! Oh mein Gott. Da wäre jetzt hure Scheiße gewesen, hätte ich noch Schmier gehabt, ganz ehrlich. Weil 4 Sterne oder was? 5 Sterne? Hey, ich wäre voll von angenommen worden. Ja, aber ich würde mal sagen, dann wäre es das mit dieser Folge von GTA Vice City. Wir schauen mal in der nächsten Folge, dann wir da können... Okay. Ah, ein Telefon noch. Tommy, son, have I got a surprise for you? I'm down at recording studios with some major artists. Why don't you pay us a visit? You know it makes sense, don't you? See you later. Okay, da haben wir noch weitere Missionen bekommen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt Schluss mit dieser Folge. Wir machen in der nächsten Folge dann mal weiter noch eben mit Immobilien, ob wir so etwas kaufen können, eben zum Beispiel den Club dort. Und ob wir irgendwie einen Gewinn daraus rausziehen können. Wäre noch cool. Gut, dann würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge von GTA Vice City. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Teil wieder. Bis dann sagen wir mal, macht's gut, schönen Tag wieder. Leute, einfach dann, ciao.